Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal mit 8 Punkten, was deutlicher kann sein auf dem TÜV fahren. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar, fahr niemals, wirklich fahr niemals mit Emotionen, egal ob gut oder schlecht. Stell dir mal vor, du hast Streit mit der Freundin oder du hast extrem gute Noten gehabt. Wenn ihr wisst, ihr könnt es nicht kontrollieren, ihr fahrt wie ein Henker los und schiesst euch gegen den Baum und schaut, dass er wirklich zuerst mal, dass er euch erstmal ein bisschen beruhigt. Weil wenn er gute Noten kann, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ihr extrem ich-bezogen fahrt. Also das heisst, du denkst, du bist unverwundbar und überholst noch schnell einen und wirklich richtig so auf gute Laune. Und nimmst alles ein bisschen lockerer. Also erstmal beruhigen. Dann der zweite Punkt wäre auf keinen Fall egoistisch fahren. Unachtsam, Vorfahrbeharren, nicht mit den anderen mitdenken. Das heisst zum Beispiel, die 30er-Zone ist rechts vor links. Du hast zum Beispiel Vortritt, aber schau wirklich, dass du bremsbereit bist. Weil es nützt ja nichts, wenn du auf deinen Vortritt beharrst und dann leidest dich. Weil du bist der Schwächer und du wirst dann auch merken, dass du schlechter bist. Dann, ich sehe es vielmal, dass ich auch das Handy am TÜV habe als Navi. Das ist auch okay, alles gut, aber auch wenn ihr kommunizieren, wenn ihr Musik hört, aber auf keinen Fall. Auf keinen Fall Musik bedienen. Auch im Auto nicht, aber im Auto ist es etwas anderes, wenn du irgendwo reindonnerst, dann hast du einen Blechkasten um dich herum. Also ist etwas anderes, das muss man ja nicht sagen. Wenn du neu den TÜV-Prüfung hast oder einen neuen TÜV gekauft hast, beim Händler losfährst, tönt wirklich Slowdown fahren. Wirklich Slowdown, nicht direkt losfahren. Ich weiss, ich habe meinen ersten 125, ich weiss, jetzt lachen alle, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, freue mich schon auf Kommentar. 125 gefahren, ich habe wortwörtlich eine Wheelie gemacht. Also der Wheelie ist vielleicht nur 10 cm vom Boden weg gewesen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich fahre. Ich habe zwar Roller gefahren vorne, aber kein TÜV. Ich habe wirklich null Ahnung gehabt, habe mich relativ schnell daran gewöhnt, aber ja. Dann, nicht ohne Schutzkleider fahren, ich freue mich schon auf Kommentare. Nicht ohne Schutzkleider fahren, ich fahre jedes Mal Schutzkleider. Wenn ihr auch keine Schutzkleider habt, bitte, habt ordentliche Schuhe mit Knöchelschutz, ordentlichen Helm und Schildkröte. Schildkröte meine ich damit den Rückenpanzer. Wenn so jetzt vom TÜV schmeißt und ihr schlittert am Boden an, dann ist es gut, wenn ihr den Rückenpanzer habt, weil dann schliffert es den Rückenpanzer am Asphalt und nicht eure Wirbelsäule. Also wirklich, das ist wirklich wichtig, dass ihr das macht. Und fühlt euch, wenn ihr Schutzkleider habt, bitte nicht unverwundbar. Weil es gibt viele Beispiele, die nur mit Schutzkleidern fahren wie ich, dass man dann denkt, ich lege die Schutzkleider an und dann passiert mir nichts. Oder dann ist zum Beispiel, was bei mir schon passiert ist, ich bin normal 80 gefahren, alles, und einer hat mich so krass überholt. Dann fahrt einfach normal weiter, egal wie euch mit 120 überholt, 130 fährt, obwohl nur in der Schweiz 80 erlaubt wäre ausserorts. Macht das nicht für die Road Rage. Weil wenn ihr dann auf einmal auch 120 und 30 fahrt, aber im Auto kann man gut durch den Wald mit 120 fahren, könnte man gut, aber mit dem TÜV dann, ja, ist ein bisschen krass. Schaut, dass ihr einfach euer eigenes Tempo weiterfahrt, auch wenn ihr in der Gruppe fahrt. Wenn ihr in der Gruppe fahrt und es gibt Leute, die den TÜV aufheulen lassen und alles, schaut wirklich, mit was für Leuten das unterwegs sind, weil es ist ein Scheiße, der eine macht einen Stoppi, der andere macht einen Wheelie, der andere tut den TÜV so laut aufheulen, dass man es von Zürich auf weiss ich nicht wo hört. Macht das wirklich nicht. Das bringt auch nicht, wenn ihr euch nachher einen Kopf fickt. Ja. Und zu guter Letzt, auch wenn ihr mit 55 erst TÜV-Prüfung macht, bitte. Ihr wisst nicht, was so eine Superduke für eine enorme Kraft hat. Also tönt bitte nicht direkt auf so ein Monster steigen, weil ihr schießt euch in den Weltall. Ich sage so, wie es ist. Und ja, ich freue mich auf Kommentare. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao.